Seit 15 Jahren sind gemeinsame Manöver der russischen und chinesischen Armee keine Seltenheit mehr. Bis Freitag halten beide Streitkräfte nun erneut eine groß angelegte gemeinsame Übung ab, an der mehr als 10.000 Soldaten beteiligt sind. Schauplatz ist Ningxia im Nordwesten Chinas. China befürchtet Auswirkungen der Unruhen in Afghanistan, denn es gibt eine Grenze zwischen Afghanistan und Ostturkestan. Medienmitteilungen zufolge ist Kanada mitten in der vierten Welle. Täglich werden 1500 neue Fälle registriert. Das Alter der Infizierten liegt zwischen 20 und 39 Jahren. Nach der Stadt Ghazni haben die Taliban jetzt auch das Zentrum von Kandahar erobert. Die afghanische Regierung hat somit 12 Städte an die Taliban verloren. Die Regierung Afghanistans hat nun dringend eine Versammlung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einberufen. Der russische Geheimdienst hat den Professor Alexander Kuranov, der Spezialist auf dem Gebiet der Hyperschallforschung ist, festgenommen. Man wirft ihm Hochverrat vor. Er werde verdächtigt, geheime Informationen an einen ausländischen Staatsbürger weitergegeben zu haben. Israels Außenminister Yair Lapid hat ein Verbindungsbüro in Marokkos Hauptstadt eingeweiht. Dies war die erste offizielle Reise eines israelischen Außenministers nach Marokko seit 2003. In den letzten 10 Jahren haben sich nicht weiße Bewohner der USA rasant vermehrt und die Zahl der Weißen sinkt erstmals unter 60%. Die Politik Chinas gegenüber den Uiguren wurde in der Türkei protestiert. In der Stadt Kayseri versammelten sich Menschen, um gegen den Genozid in Ostturkestan zu demonstrieren. Nachdem ein einziger Arbeiter positiv getestet worden war, schloss der nach Shanghai und Singapur drittgrößte Hafen der Welt im ostchinesischen Ningbo nahe Shanghai am Mittwochmorgen das Terminal Mai San.